Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Ich musste jetzt nochmal nachschlagen wegen dem Troy-Gewicht und so. Das war schon seit dem Mittelalter eine Gewichtseinheit für Edelsteine und für Edelmetalle. Weil da steht ja immer mal wieder drin, Troy-Gewicht und so weiter, ne? Und Mogul, das ist aus dem Mogulreich in Indien. Das hat bis 1828 oder so, glaube ich, bestanden, von 1500 irgendwas bis 1828. Also falls ihr das nicht wisst, scheint aus dem Mogulreich zu stammen dann, ne? Also wenn die Bezeichnung Mogul ist, ist das einfach nur so wie das Spanisch und so weiter Bezeichnung, dass das aus dem Mogulreich aus Indien stammt. So, jetzt muss ich mal gucken, wo der Henry steckt. Da ist er. Henry. Ich will immer Henry zu dem Sache wegen The Last of Us. Wegen Henry und Sam. Das gibt's ja gar nicht. Huch. Ah, da ist er. Okay. Dann schieben wir das Regal mal fort. Ah, eine Kurbel. Mhm. Sehr gut. Jetzt sieht's hier stilvoll aus, genau. Wie kommen wir dann jetzt noch Dotra? Über die Regale oder was? Ah ne, da, ja. Da können wir über die Regale hoch. Okay. Soweit so gut. Ich muss echt sagen, ich finde das der Hammer. Das Schatzhaus hier ist der absolute Hammer. Ach, die Decke Gemälde und Pipapo. Und hier die ganze Gründer nochmal. Alter Falter. Libertalia war wohl für die Masse an Pirate und New Devon war's Adelsviertel, wo die Gründer gelebt haben. Tja, wie ich schon in der letzten Episode gesagt habe, alle sind gleich, aber ich bin gleicher. Wie komme ich jetzt dort dran? Nee. Nö, das bringt uns nichts, genau. Was machen wir jetzt? Wird er wieder Pech beim Denken haben oder kriegt er einen Geistesblitz? Erfahrt's in der Episode bei Yankee. Scheiße, ich habe mal wieder keine Ahnung, was ich zu machen habe. Da müsste ich vielleicht an das Ding dran. Ah, der Guybrush. Alles wieder der Guybrush. Ich glaube, das ist nicht verumme hier. Deswegen müsste ich wohl do entlang. Ja, genau. Er hat heut mal kein Pech beim Denken. Er kriegt's gebacke. Bei Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Jetzt schlängel dich du mal da entlang. Dann sind wir auch in etwa auf der Höhe. Und noch einmal. So dass der Berzel hin und gegen die Wand klatscht. Versuch mal, dich zur anderen Kette zu schwingen. Und. Jo, das geht. Sehr gut. Bei Anne Bonny steht gar nicht mal Dieb mit dabei. Moment, und wo dann jetzt? Höchstwahrscheinlich nur wieder... Was sind denn das für Geräusche, Nate? Dottie. Dottie, okay. Gut, das heißt mal wieder so richtig schwingen, was das Zeug hält, aber ich glaube, da komme ich nicht dran, oder? Da muss ich mich wohl von der Gemälde dran Hangler, nicht Hängler. Und probieren wir es einfach mal. Verdammt. Verdammter Scheiß. Okay, aber wir haben jetzt wenigstens mal einen Plan vor Ara. So, noch einmal das Ganze. Und alle hopp. Nochmal hoch mit uns. Dann machen wir nochmal einen auf Tarzan Boy. Oh ho 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 ho. Falls jemand die Kampfwurst mit Chris Farley gesehen hat, aus der 90er, großartig. Nur hockt er da an einer Palme und versucht sich von der Palme aus rüber zu schwingen. Manometer. Okay, noch einmal, Schwung und dann trau dich. Eine Runde trau dich für Nate. Uah. Okay, wir haben uns an dem Balken noch festhalten können. Okay. Sorry, Condent. Was? Du trittst auf Baldridge. Oh, tue ich das? Nicht Content, sondern Baldridge. Ja, der Sam ist ja der Pirate-Experte. Ausnahmsweise mal nicht der Nate.
Okay. Da können wir höchstwahrscheinlich nicht weiter, sondern da rum. Super, super. Aber eins finde ich jetzt total unlogisch, wenn jetzt Shoreline nochmal vor uns da wäre, weil wir waren ja die Erste im Schatzhaus. So, da. Die Mal hoch. müssten als Die erst... Treppen unbeschädigt sind. Hey, hey, hey. Schrei es nicht. Ja, die müssten ja zuerst mal hier ankommen und dann werden die wahrscheinlich mal ganz laut Scheiße kreischen, weil hier kein Schatz mehr ist. Und dann müssen die auch erstmal auf die ganze Idee kommen. Oder uns finden. Das wird sich jetzt zeigen. Ich bin immer gespannt, ob nicht eventuell, der Kai hat es ja auch mal angemerkt, ob die nicht eventuell Sully und Elena als Geisel genommen haben. Das glaube ich nämlich irgendwie auch. Also Kai, da bin ich definitiv noch auf deiner Seite, was das angeht, weil die These. Ich hab's ja gesagt. Oh Mann. Man merkt dann immer bei solchen alten Dinger, wie tragend und wichtig Holz eigentlich immer war bei der Erbauung von Siehst du? Gebäuden. Klar. Okay. Was ist jetzt da mit Shanners? Okay, gehen wir fort. Okay, dann gehen wir mal da entlang. Und... So. Und jetzt hat... Ouch. Okay, das hat tatsächlich noch irgendwie geklappt. War nicht verkehrt. Hätte nicht gedacht, dass es so funktioniert, aber okay. Manchmal hat ach ein Yankee Glück. Da können wir dann weiter. Und da wieder hoch. Ja? Okay, wollte nur sicher gehen, dass du nicht abgestürzt bist. Wie er lacht. Ganz schön aufgeregt. Erlaub. Oh Mann. Geil, auch mit den Wurzeln hier auf dem Boot. Manometer. Oh, Libertalia ist toll. Klaro. Oh, ein Wasser. Aussicht hier auch wieder aufs Schatzhaus. Geil. Geilomat. Da brauchen wir wieder Reiberleder. Fertig. Und jetzt schmeißt er wieder irgendwas runter. Ich hab hier was. Hey, Vorsicht. Ich weiß nicht, ich traue der Deckelkonstruktion irgendwie nicht so. All die Truhe. Okay, und dann kann ich so hoch. Na gut, ich hätte gedacht, der nimmt mich jetzt an der Hand oder so. Das macht er ja sonst immer bei der kleinsten Passage. Und hier darf ich selber springen. Der wird auch immer gieriger. Der kleine Knotzer. Und wie sieht's jetzt aus? Ausblick Ahoi? Was für ein Ausblick, hä? Mhm, Da ist es. geil. Da ist New An der Devon. Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Geil. Alter. Je weiter es weggeht von der Kamera, desto geiler ist es einfach vom Ausblick her. Da haben wir jetzt nochmal New Devon. Ja, und du nochmal aus der anderen Perspektive. Hammer. Okay, da unten ist Libertalia und auf der anderen Flussseite war dann das reiche Viertel. Das ist schon eine ziemliche Distanz, muss ich sagen. Also das ist nicht gerade mal so um die Ecke. Ein paar Stunden. Kommt drauf an, wen oder was wir unterwegs treffen. Ups. Nicht so gut. Ach du Scheiße. Alter. Okay, die werden jetzt ordentlich frustriert gewesen sein, dass sie nichts gefunden haben. Und jetzt lassen sie den Frust an uns aus. Manometer. Irgendwas sagt mir, dass sie genug von uns haben. Mhm. Wirklich? Wie kommst du denn darauf? Hier runter, schnell. Nicht Das- warten, geh. Ups. Das sind aber auch immense Ärsche. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine, Nate und Sam sind ja noch relativ harmlose Plünderer, die wenigstens nichts kaputt schlagen. Aber die Gegner sind immer solche Arschgeige, die immer gleich alles kaputt hauen müssen. Und alles gleich zur Explosion bringen müssen. Nathan! Nathan!
Steh auf, wir müssen weg! Wir müssen weg! Schnell! Boah, weil archäologisch wäre das alles sehr, sehr wertvoll hier. Aber nee. Bringt gar nichts. Die sind gleich da drüben. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Sacksichter. Okay. Und die sind anscheinend so blöd, um einen einzelnen Typ an einem Seel abzuschießen. Gott. Ups, das war auch ziemlich blöd gerade. Okay, ich sollte mich ein bisschen mehr in Bewegung halten. Und... Okay. Keinen kommen! Gott. Oh Mann. Das sind schon ein paar Affe hier, jetzt mal ohne Scheiß. Boah, Alter, dann leck mich doch am Keppel. Dann halt nett. Gib wieder du nach Keidel noch einmal. Oh, sehr clever. Sehr clever, ja. Oh Gott, nein. Alter. Scheißtypen. Ja, echt mal. Kletter das Seil hoch! Boah, ich wünschte, ich könnte mal so Passage auf einen Rutsch packen. So. Ja, immer weiter, nicht stehen bleiben und vor allem nicht die Arschlöcher du attackiere, das bringt eh nichts. Boah, Mann, da geht wieder so viel Erkenntnis für die Archäologieflöte. Ihr Schweine, ich hasse euch. Okay, jetzt können wir anscheinend auch nicht kämpfen. Nicht bei den Geschütze, die wieder hin. Und durch. Oh Gott. Okay, da haben wir noch was. Fuck. Scheiß-Type. Na toll, na toll. Uffala. Boah, Mann. Und mal wieder von Sam getrennt. Boah, Mann. Das ist da frustrierend. Komme ich dann hier noch weiter? Da komme ich nirgendwo weiter, oder? Ah, hier. Ich kann mich nicht mehr wehren. Das ist das Gemeine an der Sache. Jetzt hat sogar die Musik der Geist aufgegeben. Offenbar will mich nicht mal die Musik mehr begleiten und die ganz furchtbare Situation unnormaler. Aber wenigstens ist der Nate jetzt wieder bei Kraft und kann auch wieder normal turnen. Och nö, die Affefrau wieder turnt immer rum wie so ein Pavian. Ich mag die nicht. Hey Nadine, schön Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango. Was soll denn das heißen? Au, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir doch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, lassen Sie uns doch... Ja, vergiss nicht am Urinal abzuschütteln, schwarzer Carrot Top. Oh Mann, ich mag die überhaupt nicht. Mannsweib. Na, jetzt geht's wieder auf die Schniss-Action. Härter als erwartet. Oh, jetzt schlagst du schon tot. Wir selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Das wäre das Klügste. Ach, kommen Sie, Nadine. Echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Yes, das war so cool.
Ja gut, dann schlag sie jetzt mal endlich tot. Aber leider, da sie bei Lost Legacy mit dabei ist, weiß ich, dass ich die nicht totschlagen kann hier. Oh, ich mag die nicht. Ich hab genug von dieser Insel. Genug von ihrem Bruder. Und Aff habe ich jetzt wirklich auch nicht rassistisch gemeint, sondern wegen ihrem Rumgeturner. Yes, es erleid. Jo, mir hätt's kapiert, aber Frage kann gegen 2 Männer gewinnen. Oh Mann. Gott im Himmel. Geht mal so dermaßen auf die Kletz, das Weib. Kann man die da einfach abknallen? Mann. Nee, also es gibt einfach so Charaktere, die kann ich nicht ausstehen. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass es eine taffe Frau ist. Ich habe nichts gegen taffe Frauen. Aber die ist so übertrieben tough. Und im Endemoment hockt sie im Ballkleid und im anderen hockt sie hier mit Engelbert Strauß-Klamotte da und kratzt sich das Sack. Also, nee, so Charaktere und so Frauen mag ich überhaupt nicht. Jetzt reicht's ja. Sind schnell, aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen hier weg, bevor... Schieß doch einfach. Scheiße. Wow. Jeder von uns... Lass mich rote, der gibt's jetzt auf und sie kommt auf unserer Seite. Das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na dann nur zu. Schieß doch. Sam, Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. von mir aus keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter! Ich hab dich gewarnt. Tu es! Schon gut! Feuer einstellen, nicht schießen! Leg sie hin! Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er es tut. Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey! Komm schon mal. Du hast uns noch in der Hand, entspann dich. Komm schon, du bist Geschäftsmann. Lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir davor schwebt. Yes, das erleid. Oh, erzähl nur, ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gibst uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Ja. Er hat gesessen. Für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar. Er schuldet ihm viel Geld. Wow, wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Ups. Ich hab Samuel rausgeholt. Ha. Oh, Das ist nur Wendung. wow. Was hat er dir erzählt? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit. Augenblick. Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja, und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake ein Experte für Avery am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Alter. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem zweiten Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein, Oh doch. das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel, nein. Also, Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer Ich uns. habe mein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu. Nate, wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht. Und dich
und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe, Was? so oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, Lady. kannst du dem Schatz Lebewohl sagen. Entschuldigung. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sie ist doch ein, Rafe. Du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Ups. Autsch. Scheiße. Oleg, das war jetzt aber mal eine tierische Wendung. Manometer, also vom Drogenkartell haben wir mal nichts zu befürchten. Sondern Rafe hat ihn rausgeholt. Mann, Mann, Mann. Huch. Nate! Ist das jetzt gerade wahr? Was geht jetzt ab? Tja, Ah, okay, da ist Rückblender. es. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich habe mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Okay, Und Einer. da wären wir. Rückblender. 16. Die Drake-Brüder. Wo sollen wir anfangen? The Brothers Drake. Finden wir mal einen Weg hinein. Manometer. Die Führung. So, steht jetzt aber mal Sache. Ich muss das gerade ein bisschen Revue passieren lassen, was da passiert ist in der Weg nach drinnen, ohne ein Fenster einzuschlagen. Sequenz. Also im Endeffekt ist nichts anderes gesagt worden, als dass Rafe eigentlich Sam freigekauft hat, indem er der Direktor bestochen hat. Das Ganze, was der uns erzählt hat, ist eigentlich absolute Schampel gewesen. Aber Sam hat dann sich gegen Rafe entschieden und hat dann noch 2 Jahre Suche sich erst bei Nathan gemeldet, um das mit ihm dann durchzuziehen. Ich bin gerade etwas sprachlos, jetzt mal ohne Scheiß. Dass das alles nur Lüge war, das habe ich echt nicht kommen sehen. Ich habe gedacht, dass die Nadine dann erschossen werden soll und wir retten sie irgendwie und dass die sich uns erschließt oder ähnliches. Aber damit habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Ich bin gerade wirklich verdutzt. Das kam jetzt sehr überraschend und vor allem, dass Elena am Schluss dann immer bei Nate war, als er runtergestürzt ist in den Fluss. Ob das jetzt nur eine Vision von ihm ist oder ob die wirklich so ist, das wird sich zeigen. Und jetzt habe ich gedacht, hä, was, hat die Elena ihn jetzt irgendwo hingebracht oder was? Aber es ist nur eine Rückblende in die Jugendzeit. Also da bin ich auch mal gespannt. Und ich mache jetzt an der Stelle hier auch meinen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder bei Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Also bleiben gespannt, ich bin's nämlich absolut. Bis morgen dann. Ayan Yankee.